Liebe Leute, in wenigen Augenblicken ist es soweit. Wir werden Millionär. Und kriegen damit eines der letzten Achievements tatsächlich. Und das Ganze noch in Jahr 2. Worauf ich sehr, sehr stolz bin. Denn es gibt ein Achievement, wo man eben 3 Jahre seinen Hof pflegen muss. Und wir schaffen aber Eis schon im 2. Jahr. Oh mein Gott, hier kommt die Schwelle. Boah. Die Mille ist voll. Wir werden gleich nochmal zur Überprüfung in den Trophäenraum gehen, weil es war zwar gestern, als ich die letzte Folge aufgenommen habe, aber you never know. You never know. In letzter Zeit bin ich ein bisschen durch den Wind, macht aber nichts und da ist sie. Die Mille. Und das ist sozusagen unser... Ihr kennt es doch, Mr. Krabs. Das ist so der erste verdiente Dollar, den wir jetzt eingerahmt haben. Genau. Also das muss ich sagen, finde ich eine starke Leistung. Ich war es noch früher, als ich das erste Mal den Trophäenraum vervollständigt habe, war das mein letztes Achievement. Und jetzt haben wir einfach nur diese beiden hier übrig. Ach ja. Das ist doch schön, oder? Und ganz ehrlich, jetzt ist mir der Hof egal. Wir haben genug erwirtschaftet. Ich setze mich jetzt zur Ruhe. Ja, Tiere sind sowieso schon alle komplett verkauft. Das Einzige, was wir nur machen, ist, wir vergnügen uns auf dem Jahrmarkt. Ring. Und wir haben die 20.000 Erfahrungspunkte. Das ist... Wäre tatsächlich nicht mehr viel mehr wären, weil ich jetzt komplett los mit der Wirtschaft. Wir werden nur noch Spaß haben. Und da kehrt in erster Linie natürlich, wenn man Skate hat, und sich natürlich komplett überschätzt und sich dann hinterher wieder fragt, wo ist das ganze Geld hier? Und am Ende auf der Straße landet. Wir bauen das Haus aus. Kann man das eigentlich nochmal? Na, ich glaube, das war's wirklich. Oh ja. Das ist geil. Tut absolut nichts zur Sache. Es ist scheißegal, weil dadurch schreibt man jetzt nicht irgendwie eine großartige Funktion frei oder so. So, und hier wollt ihr den Pavillon herbauen. Genau hier. Ja, und somit haben wir fast alles gesehen in dem Game. Es fehlen nur noch 2 Achievements. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, wenn du einen gewissen Rang erreicht hast, kannst du dir diese erste Crown-Statue einfach kostenfrei irgendwo reinstellen. But why? Du kannst doch nicht, nur weil du ein angesehener Mann bist, einfach hergehen und alles kostenlos claimen. So funktioniert die Welt nicht. Dinge kosten. Ja, einfach mal die lapprige 125.000 Dollar lassen. Aber das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Ich finde es schade, dass du wirklich nur am Anfang hier diesen Laden reingehst und dann nie wieder. Hier. Das ist mega short. Oh, ach so, geil. Auf der Minimap wird der Pavillon sogar angezeigt. Das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Aber gut, ich habe ihn ja nur 2 Mal erreicht, tatsächlich. So, und so schaut das Ganze dann natürlich aus im Winter. Schön, schön, oder? Aber jetzt holen wir uns die Trophäe für 2 Jahre den Hof aufrechterhalten. Und es ändert sich absolut nichts. Nur, dass hier jetzt ein Frühling Jahr 3 dasteht. Oder Pavillon fett in der Mitte steht. Das haben wir uns erarbeitet. Wegen diesem Pavillon eigentlich, oder? Im Prinzip war der Pavillon das Ziel. Und hier sieht man jetzt die Silberstatue. Erfahrener Landwirt. Und das wird jetzt noch eine kleine Zeit dauern, bis wir auch alte Hase sehen können. Aber da ihr gesagt habt, ich sitze mir zur Ruhe, meine ich das auch wirklich so. Und deswegen werde ich nichts mehr bewirtschaften und einfach nur noch von früh bis spät pennen. Aber uns darf natürlich nicht vergessen, als, naja, Ex-Millionär tatsächlich mittlerweile. Das Land muss ja gepflegt werden. Und die Gebäude auch. Wir haben hier Bedienstete. Wir rühren keinen Finger mehr. So, kostet uns aber auch nicht viel, wenn man das mal bedenkt, das ist die ganze Jahreszeit. Ja, und jetzt braucht es einfach nur noch pennen gehen. Day after day. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich einfach viel zu schnell für das Spiel war, oder? Ja, okay, scheiß drauf. Ich muss das halt machen.
Das ist das i-Tüpfelchen. Das ist das i-Tüpfelchen auf dem Prozentzeichen der 100%. Ja, und so schnell kann es gehen. Alles verwuchert, alles verwildert. Nichts ist mehr im guten Zustand. Sowas kann schneller passieren, als einem lieb ist, wenn man plötzlich Millionär ist. Oder war. Ihr müsst euch jetzt das ganze Geld wegdenken, das bei mir oben dort steht. Weil in Wirklichkeit habe ich alles versoffen. Es hält mich wenigstens noch warm. Okay, jetzt auch mal Spaß beiseite. Ich wollte diesen letzten Tag nur nutzen, um Kommentare von euch vorzulesen, die ihr so geschrieben habt. Und es waren wirklich, wirklich pfui. Ach du Scheiße, Mann. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Also Leute, pass mir auf. Das Ding ist, ich lese jetzt euch vor mit Namen. Und ich weiß nicht, ob ich euch richtig ausspreche. Also bitte nicht schlong, okay? Danke. Der erste Kommentar war von Tassitai. Hallo, wollte nur sagen, dass ich dein Let's Play liebe, da ich schon so lange nach einem Farm Life Let's Play gesucht habe. In Klammern und in Caps. Danke! Ich liebe das Spiel nämlich. Danke dir auf jeden Fall. Und dann kommen wir zum nächsten Kommentar von Lumo Gaming. Ich habe dieses Spiel früher so oft gezockt und habe es vor 1-2 Jahren nochmal ausgepackt und gezockt, aus Nostalgiegründen. Dieses Let's Play ist das erste deutsche Let's Play zu diesem Spiel. Hätte nicht gedacht, dass es nochmal eins erhalten wird. Und dann landet dieses Video auf meiner YouTube-Startseite. Doppelpunkt D. Ja, genau, mit dieser Einstellung bin ich reingegangen wieder. Eben aus Nostalgiegründen und weil ich kein Let's Play dazu gefunden habe und auch eigentlich auf ganz YouTube kein richtiges, wirkliches, so in diesem klassischen Let's Play-Stil leben. Danke auf jeden Fall für deinen Kommentar. Dann ein Kommentar von Was ist Agrarwelt? Das ist natürlich auch super passend für das Game. Damals immer gezockt auf Nintendo DS. Ja, und schon wieder jemand, der die Nostalgie spürt. Aki war hier, schreibt, hab dieses Spiel total vergessen. Danke ans Erinnern. Hab wirklich Nostalgie gespürt. Rose Garden Academy schreibt, es ist so schön, diese Nostalgie zu spüren. Früher hatte ich das immer so sehr gesuchtet. Ja, und auch hier kann ich eigentlich nur zustimmen. Es ist tatsächlich schon so lange her, dass ich keine Ahnung mehr habe, woher ich das Spiel überhaupt habe. Keine Ahnung. Irgendwann mal geschenkt bekommen einfach. Und das war schon sehr, sehr geil. Dann schreibt der Quirin, Grüße bitte, der Wario-Look geht echt steil. Ja, oder? Der war doch wirklich geil, oder? Dann ein sehr großer Kommentar von Tsuroyi. Es ist 3:10 Uhr nachts. Mir ist gerade random wieder eingefallen, dass dieses Spiel existiert und es hat jemand ein aktuelles Let's Play dazu am Laufen. Ich glaub's nicht, wie geil. Ein Abo hast du, weiter so. Bin auch Retro-Achievements-Enjoyer. Schade, dass es dazu noch kein Set gibt. Irgendwie habe ich richtig Lust, selber Retro-Achievements-Entwickler zu werden. Einfach nur, damit dieses Game ein Set bekommt. Und ja, der Meinung bin ich immer noch. Bitte fährt Retro-Achievements-Entwickler nur, damit wir alle zusammen einfach wieder Farm Life spielen und dann dein Set vervollständigen. Also Leute, nochmal vielen, vielen Dank für euer Feedback, für eure Zuschauerschaft da draußen allgemein. Am 1. Februar startet das neue Projekt auf diesem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bewertung definitiv nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ja, und der Dulli, wie ich bin, hat erstmal vergessen, das Spiel überhaupt zu 100%. Digga, jetzt geh pennen. So. Oh, wait. Halt, dein Trophäenraum ist voll. Ich wusste ja, dass du dieses alte Ackerland in ein Landwirtschaftsimperium verwandeln würdest. Aha. Hi, ich glaube, dass du sogar besser mit den Pflanzen umgehen kannst als ich. Vielleicht kannst du mir eines Tages zeigen, was du tust, um deinen Salat so gut wachsen zu lassen. Oh ja, mit dem haben wir nämlich das Money gescheffelt. Ha! Ich hab dir ja gesagt, dass die Harvest Crown Arbeitsgeräte dir eine große Hilfe sein würden. Dein Hof sieht großartig aus. Du hast bei der Züchtung von Nutztieren auf deinem Hof gute Arbeit geleistet. Ich würde wetten, dass du eine große Karriere als Viehzüchter vor dir hast. Nope, das ist vorbei. Aber wir wollen dich mal nicht von deinem Hof ablenken. Wir wollen dir nur für deine tolle Arbeit gratulieren. Übrigens, wollten dir noch ein paar Leute für deine ausgezeichnete Arbeit danken. Oh, jetzt kämen doch die Credits. Alter Vater! Ihr Pisser!
Ach, ihr seid doch lächerlich, wirklich. Mann, es gibt keine Credits. Shit. Ja, toll.